Ja, servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich bin die Feldwulzen und habe ein neues Video zu Division 2. Heute habe ich ein Bild, ein Countdown, ja, wie soll man jetzt das sagen? Ein Countdown-Tank, ja, Unterstützer-Tank, mit dem, wenn du mitlaufst, verreckt eigentlich keiner mehr. Wenn sie dir nicht extrem dumm steht, ja, fällt er einfach nicht mehr um. Weil man verteilt Bonusrüstung ohne Ende, wenn man es richtig spielt. Ja, schaut es euch an. Ich finde das Teil super gut. Bei uns im Clan ist immer einer dabei, der wo das Teilchen da läuft. Und ja, Random ist auch ganz super, weil ja, da wirft dir keiner mehr aussehen. Du laufst mit und jeder freut sich, weil er nicht umfällt. Ja. Also super. Entwickelt oder draufgekommen ist einer von unserem Skull-Clan da hinten. Sag mal, das Emblem. Und ja, mir hat's gefallen. Ich stelle das jetzt ein, weil da soll ja jeder was davon haben. Ich finde es einfach super, das Ding. Kann mir nur wiederholen. Und schaut mal bei mir am Discord vorbei. Und ist ein kleiner, aktiver Discord für PC-Spieler von mir, für euch, damit man sich treffen kann, egal welcher Clan, egal welche Schwierigkeits- oder SAD-Klasse das man hat. Wir haben einen Hardcore-Clan, wir haben einen Normalspieler, wir haben einen Raid, wir haben einen, wow, was der Teufel, wir spielen alles von Division, ja, und auch andere Spiele. Schaut's vorbei, schmatzt's mit, darf mich freuen. Also, dann darf ich mal sagen, schauen wir uns das Bild an und packen wir's. So, meine Freunde, dann fangen wir mal an mit der Spezialisierung und das wäre bei dem Bild die Feuerwand. Feuerwand eigentlich nur aus dem Grund, wegen dem Schild. Also je mehr Gegner vor dem Schild stehen, umso eher skaliert der Schaden, den man austeilt. Mit dem Bild hat man nicht recht viel Schaden, aber man hält die ganzen Leute, wo mit einem in der Gruppe sind, am Leben und man muss sich schon extrem dumm stellen, dass man dann verreckt, wenn einer mit einem sicheren Bild dabei ist. Das Bild ist speziell für einen Countdown gedacht. Man läuft da mit und hält die Leute, die wo Striker Vollgas anhaben oder Heartbreaker Vollgas, wie auch immer, am Leben. Wenn man es richtig spielt mit dem Beutel oder Set, ja, dann hat man kontinuierlich eine Million blaue Rüstung, also Bonusrüstung mit dabei. Die Überlegung ist, wenn da einer mitläuft, der wo extrem vernichtend, oder wie heißt das? Perfekt vernichtend. Nein, perfekt einschüchternd was, das Richtige, genau. Perfekt einschüchternd dabei hat, dann hat der kontinuierlich den Buff dabei. Er muss halt mit dem Hunter-Set, was von mir so gibt, mit dem extrem einschüchternd, was ich auf meinem Channel habe, mitspielen. Und die zwei in der Kombi halt extrem gut. Er hat ständig vollen Damage, braucht nichts aufbauen oder fast nichts. Und ist somit besser wie der Striker meiner Meinung nach. Aber halt nur, wenn man zweiter spielt, ein Gruppenbild. Absolutes Gruppenbild. So, dann wir mal weiter mit dem Beutel. Also wie gesagt, bei der Feuerspezialisierung ist nur das Schild wichtig und natürlich aufpassen, die richtigen Waffen einstellen. Also Schrotflinte und was mir dann lustig ist, ich habe Sturmgewehr und Pistole noch drin. Alle anderen Sachen sind ja vielleicht schöne Boni, aber jetzt nicht notwendig. Wichtig ist einfach das Schild. Ich habe jetzt dreimal Schild hintereinander gesagt, passt. Jetzt weiß jeder, also Schild ist wichtig. Deppert halt. Total deppert. Na, jetzt machen wir mal weiter da. Bleiben wir gleich mal da stehen, ist eh wurscht. So, so schaut das Ding aus. Ist doch interessant. Also wie gesagt, Feuerwand-Spezialisierung wegen am Schild. Und Scorpio. Die Scorpio habe ich in der Expertise hinaufgezogen auf 20, damit es ein wenig was bringt. Sieht man eh gleich. Normalerweise ist das Ding bei 1 Million, wenn man normales Schadensbild hat, da hat es nur in Anführungszeichen 789. Ich habe da noch Emily's Wächter drin. Hm, ist eigentlich wurscht, weil man sowieso nur mit der Scorpio spielt. Wie gesagt, Pistole, ja, habe ich die 50 mit dem Talent Vollstrecker drin. Kann man aber auch die Orbit mitnehmen oder völlig egal. So, dann haben wir 3 Teile von Gießerei Bollwerk. 3 Teile von Gießerei Bollwerk machen eigentlich nichts anderes als wie 10% Rüstung mehr, 1% Rüstungsregeneration und 50% Schildlebensenergie. Nicht schlecht. So, ja, was ich noch sagen wollte. Da habe ich Chance auf kritische Treffer.
und Schutz für Elite habe ich jetzt da drin. Ja, kann auch wieder jeder machen, wie lustig ist. Normalerweise wäre es angedacht gewesen, vorne blau, hinten alles rot. Habe ich jetzt halt nicht wirklich so gekriegt. Jetzt hat mir ihr Elite-Schutz dreimal mit eine da, weil ich sowieso den Schaden nicht so weit in den bringe, weil die Werte sind unterirdisch. Aber um das geht es bei dem Bild gar nicht. So, also dann haben wir da Speer, Billerguard. Ganz ein wichtiges Ding, das brauchen wir unbedingt. Bringt nochmal 5% Gesamtrüstung. Rüstung, Kernattribut. Sollte man ausrollen, in mir ist Material ausgegangen. Ja. Dann habe ich da Schaden durch kritische Treffer draufgerollt, Statuseffekte und 12% Schutz für Elite-Gegner. Talent von dem Ding, perfekt, Vanguard. Also Schild ziehen, bist selber 5 Sekunden lang unverwundbar, also Schild. Und was ganz wichtig ist, und um das geht es eigentlich in dem Bild, gewährt allen ihren Verbündeten 20 Sekunden lang 50% ihrer Rüstung als Bonusrüstung. Das heißt, wenn wir mit Runden jetzt 2 Mille haben, dann kriegt unser Mitspieler mindestens 1 Mille umgeschoben. Also ist es ganz gescheit bei dem Bild, alle blauen Kerne auf Maximum zu haben. Ich habe es halt bei 2 noch nicht geschafft, weil keine Mats. Wo es man vielleicht auch überlegen kann, Rüstungsregeneration anstatt die roten Kerne einzunehmen. Ich wollte halt nicht ganz ohne Schaden umeinander rennen, aber sinnvoll wäre wahrscheinlich Rüstungsregeneration auf alle Teile zum Rollen, dann war es richtig tanky. Aber so macht man halt doch ein wenig Schaden, kann man mit drauf und es macht mehr Spaß. Ob es sinnvoll ist. So, jetzt hat Backpack. Der Backpack. Der Backpack ist der Lavoisier oder so von Electric. Der hat 10% Statuseffekte. Dann habe ich da Chance auf kritische Treffer, Statuseffekte und wieder 12% Schutz für Elite und perfekt verzinkt. Das ist auch wichtig. Also, wir haben jetzt einmal perfekt verzinkt und den Speer. Die 2 Dinge muss auf alle Fälle drauf sein auf der Rüstung. Wie es dann rollt, ist völlig wurscht. Das kann ja jeder nach Belieben machen, aber die 2 Dinge brauchen wir. So, beim perfekt verzinkt fügt man den Gegner blind, festklebend, verwirrt oder geschockt zu, erhalten sie und Verbündete in einem Umkreis von 30 Metern um den Gegner 10 Sekunden lang 50% der eigenen Rüstung als Boni. Das heißt, alle anderen kriegen wieder eine Mille und ich selber kriege auch noch mehr Mille. Und ja, wie gesagt, wenn man das richtig timet, ist man genau 5 Sekunden lang ohne Bonusrüstung. Also sprich, in Anführungszeichen, man hat ständig Bonusrüstung. Weil, ja. Und das Ding ist im Countdown halt hervorragend. Erstens schmeißt die keiner aussehen, wie es mir gegangen hat, wenn du das Ding anhast, weil es 100% heroisch durchkommen bis zum Schluss. Wenn er sich nicht ganz dumm stellen, die Kollegen. Und selber kann man zum Farming gehen mit dem Teil, weil man nur Zeit hat, alles einzusammeln. Weil man muss nur ein bisschen die Balken von den anderen im Auge behalten und dann halt im richtigen Moment das Schild ziehen, dass halt da kein wegbläst. Ja? Das ist alles bei dem Beutel. Dann habe ich da noch drin Picaros Holster, gibt noch mehr Schaden, Fertigkeitstempo und Rüstung. Kann man sich streiten drum, kann man vielleicht noch einen dritten Gießereibollwerk reinhauen. Ich habe es jetzt so gemacht, eben damit ich ein bisschen Schaden mache und der Spielspaß nicht ganz verloren geht bei dem Ding. Wie gesagt, wichtig, die 2 Talente, Rucksack und Weste. Jo, das war's dann eh schon wieder soweit. Ja genau, Skill, wieder Beleber drin. Und beim Schild ist vielleicht auch nochmal gut zum sagen. So, da die Mods nicht vergessen, ja. Die Schild-Lebensenergie von der Spezialisierung, aktive Regeneration von der Spezialisierung und dann unten, was mal lustig ist, Schaden pro, was habe ich da drin? Schaden pro Gegner, ja genau, da habe ich dann praktisch da unten, sagt man es, 12%, her, 12% Schaden pro Gegner, ja, so in so einem 45-Grad-Winkel. Und was haben wir noch? Lebensenergie, 5 Millionen. Soll man nur sagen, Regeneration im Holster, 92 Lebenspunkte pro Sekunde, aktive Regeneration, 270 Lebenspunkte pro Sekunde. Und das ganze Ding ist auf Rang 6.
60% Aktivregeneration, 250% Schild-Lebensenergie, 40% Regeneration im Holster und Stärkungsgrad 2. Und ich habe noch Know-how-Stufe auf 15. 15% Regeneration mehr. Überladung gibt's auch. Wenn da noch einer dabei ist, der Überladung macht, ja, danke, aber braucht's nicht. Ja, so war das Schild. Ist ein Community-Bild und ja, das nehmen wir halt mit im Clan, wenn man Countdown von einer hat über das Bild haben, weil dann ist das Durchkommen gesichert und man kann dann die Credits farmen, was der Teufel, zum Einkaufen oder eben Rüstung oder. Und wenn man dann random läuft und keinen kennt, der haben da ganz froh, wenn er sicher dabei ist. Also in dem Sinn machen wir noch ein wenig Gameplay vom Countdown, voll interessant, aber man sieht halt dann, oder Gruppenspiel, schau, was ich erwisch, das haue ich dann hinten dran. Man sieht halt dann, wie die Sache funktionieren sollte. Ja, Optimalfall. Und ja, man sieht sie dann im nächsten Video. Servus dabei. Ja, jetzt muss ich am Schluss nochmal reingrätschen. Und zwar, Gameplay tue ich keins eine, aber ich werde einen Stream machen und den dann oben verlinken. Und dann kann sich jeder anschauen, wie die Sache abhaut.